Es hat uns sehr gefehlt, Schweizerdeutscher Lobpreis und euch mal wieder zu sehen. Und das ist so schön, viele von euch noch zu kennen, sogar die Namen manchmal noch zu kennen, nach so langer Zeit. Danke für die herzliche Aufnahme, wir sind sehr gern gekommen. Genau, ich erinnere mich auch dran, hey, der Abschied vor 10 Jahren, weil das war genau da, hat Miss Mami in der Nacht eine Notfall-OP gehabt und es war sehr kritisch. Und ja, sie lebt bis heute, hat jetzt gerade wieder eine sehr kritische Phase, aber ich dachte, hey, das sind 10 Jahre. Also, aber ich vergesse auch überhaupt nicht die Zeit da. Weddingen ist ein Stück Heimkommen, Weddingen ist ein Stück Heimat für uns und ihr auch. Genau. Wir haben uns überlegt, dass ihr nicht alle fragt, also wir sind jetzt seit 4 Jahren in Deutschland wieder, in der FEG Emmendingen, das ist 15 Kilometer nördlich von Freiburg, was viele von euch kennen. Die ganz kleine Aufbaugemeinde, wir machen wieder alles von Grund auf selber. Anfang waren wir so 40, 50 Leute im Gottesdienst und jetzt sind wirklich auch, haben wir Wachstum erlebt, jetzt sind wir so 80 bis 100 und es wächst so langsam. Manche von euch waren jetzt schon mal bei uns schauen im Gottesdienst, also ihr seid immer herzlich willkommen. Letzten Sonntag hatten wir Taufe, ich glaube ihr auch, gell? Normal haben wir so 4 Täuflinge pro Jahr, jetzt waren es 13, das war der Hammer. Wirklich junge Leute, ältere Leute, das war eine Riesenfreude, das war auch der heißeste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Wir hatten im Gottesdienstsaal, glaube ich so, das waren weit über 30 Grad, also, aber es ist trotzdem sehr berührend und ja, dass ihr mal kurz was seht, wie es bei uns läuft. Und wir haben ja auch in der Zwischenzeit nochmal mehr von euch profitiert. Wir waren ja mit einer Gruppe aus Emmendingen hier für die Kinderarbeit, haben unsere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter gewonnen. Das war ein absoluter Schwachpunkt, Kinderarbeit, ganz schwierig. Ja. Haben echt profitiert, die Kinderarbeit angeschaut, nochmal auch das Visuelle. Also ich habe noch einen Mitarbeiter, der möchte, wenn er Zeit hat, ein Schiff bauen jetzt. Ja, das wäre auch cool. Genau. Und ansonsten, ich dachte, wir sind älter geworden, gell, so ein bisschen, aber wir halten uns fit. Entweder wir wechseln gemeint, aber einfach vom Beruf her, wir wechseln den Wohnort oder ich wechsle einfach den Beruf und den Job. Und so müssen wir keine Kreuzworträtsel lösen und bleiben trotzdem ständig dran. Ja, genau. Und ein Stück Wedding haben wir auch bei uns integriert in die Räume, nämlich bei der Neugestaltung der Kinderräume habe ich Felix gefragt, ob ich das große Bild mit dem Schiff und dem Hafen übernehmen darf. Und das ist jetzt bei uns abgebildet, das ist ein Stück Wedding bei uns in Emmendingen, ja genau, schön. So, das war's. Jetzt soll ich starten. Ich hatte ja gehofft, ich hatte Dabrina letztes Jahr bei uns, war einer der besten Gottesdienste. Und Dabrina hat gesagt, da kommst du dann auch mal zu uns. Und das hat mich natürlich gefreut. Und ich hatte gehofft, Ferienzeit, ich kann einen alten Hirsch zum frischen Wasser führen, gell? So eine gute Predigt noch. Und Dabrina sagt, ja, wir fangen jetzt eine neue Serie an, Petrusbrief. Da dachte ich, oh toll, jetzt kann ich noch was Neues vorbereiten. Und ich darf die Einleitung machen und das mache ich jetzt. Hä? Come on, genau. Der erste Petrusbrief, ich habe den durchgelesen, der ist ja sehr tief und das erste Kapitel hat so viele Verse. Ich dachte, wie soll ich das in so eine kurze Predigt pressen? Ich habe dann nochmal bei Dabrina ein bisschen nachgefragt, habe gesagt, du, ich kann das jetzt nicht alles. Sagt sie, ja, du machst so schwerpunktmäßig und das mache ich jetzt. Hä? Also für alle, die sich ärgern, dass ich nicht alles sage, ich mache das heute etwas schwerpunktmäßig. Komm, lasst uns noch zusammen beten, dass Gott jetzt zu uns redet. Herr Jesus Christus, wir leben ja davon, dass du uns mit deinem Wort immer wieder ansprichst und uns versorgst. Und du siehst ja, wie wir heute Morgen jetzt hergekommen sind, was uns alles noch so im Herzen rumschwirrt, in unseren Gedanken noch präsent ist. So. Wir wollen dir sagen, Jesus, wir lieben dich und wir brauchen dich. Wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Geist wirklich unsere Herzen berührst, uns ansprichst und dass du mir auch die richtigen Worte jetzt gibst. Dass wir alle etwas mit nach Hause nehmen können von deinem Leben, Herr. Darum bitte ich dich jetzt. Amen. Also, wenn ich zu lang mache, ihr hebt die Hand, ich neige manchmal zur Länge. Es ist so. Einladung vom 1. Petrusbrief. Petrus schreibt ihn nicht allein, er macht das mit Silvanus, ist ein Mitarbeiter von ihm, der kommt auch bei Paulus mit vor, der war auch sein Mitarbeiter. Dass er mitgeholfen hat, das sagen die Theologen, sagen, deswegen hat der Petrusbrief auch ein sehr gutes Griechisch, das liegt an Silvanus, weil der hatte das drauf, Petrus weniger.
Verfassungszeit ist wahrscheinlich so das Jahr 61, 62 nach Christus. Man kann das vielleicht so ein bisschen einordnen. 65 nach Christus sagt die kirchliche Überlieferung, ist Petrus den Märtyrertod gestorben unter Nero, damals nach dem Brand von Rom, so in der ersten Christenverfolgungswelle. Und er schreibt hier einen Brief an die Christen in Kleinasien. Das ist eigentlich ziemlich genau das Gebiet von der heutigen Türkei. So, da gab es viele Gemeinden, die hatte Paulus gegründet. Und Petrus schreibt ihnen jetzt, weil die Situation war brenzlig geworden. Also Christsein dort in diesem Gebiet war schon manchmal gefährlich. Sie erlebten schon so die Vorschattung von der ersten Christenverfolgung. Christen wurden nicht mehr so geduldet in allen Bereichen. Man fand manches schwierig, ihre Werte der Christen und wie sie lebten und dass sie sich von manchen abgrenzten von der heidnischen Umgebung. Das wurde nicht so gerne gesehen. Also kurz, sie hatten es zum Teil schon recht schwer. In dem Brief ist von Leiden die Rede, von wirklich auch, dass sie unten durch müssen, dass sie Gegenwind bekommen. Also das war gerade eine schwierige Phase für sie. Und eigentlich ist der Grund des ganzen Briefes von Petrus, er schreibt ihnen, er will sie ermutigen, er will sie stärken in dieser Phase. Und es kommen immer wieder solche Worte wie, Mensch, haltet durch, gebt nicht auf, seht auf Christus, so auch jetzt hier in dem ersten Brief. Ich habe das jetzt mal das erste Kapitel ein bisschen unterteilt und lese euch vor aus der neuen Genfer Übersetzung, wenn ihr mitlesen wollt, aber in aller Regel lese ich ganz deutlich, müsst einfach zuhören. Ja? Und das ist jetzt die ersten 2 Verse, wie so die Ouvertüre zum genialen Stück. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Zunächst mal, ich habe es genannt, diesen Abschnitt, ihr seid erwählt. Was Petrus macht, erstmal ganz viel Zuspruch. Wir kennen ja das Grundprinzip. In der Bibel kommen manche Appelle, auch Sachen, wo Gott sagt, hey, mach das, mach dieses nicht so. Aber du musst es immer im Ganzen sehen. Gott gibt viel mehr Zuspruch, schenkt uns Dinge, bevor er etwas fordert. Er beschenkt uns so reich, dass wir dann geben können und handeln können. Und so erstmal ganz viel Zuspruch. Ihr seid Menschen, ihr seid von Gott erwählt. Die theologisch Interessierten unter euch wissen, dass mit der Erwählung, das haben ja die Reformatoren, wie zum Beispiel Calvin, zu einer ganz komplizierten Sache gemacht. Und dann kam das Grübeln, ja, ist denn alles schon vorherbestimmt, ist denn alles Schicksal? Bin ich denn von Gott erwählt oder bin ich verworfen? Ja, der Teufel sagt dann natürlich bist du verworfen. Was bildest du dir auf dich ein? Du bist doch gar nicht wert. Ne? Und das ist eine völlig falsche Auslegung, finde ich, denn immer im Neuen Testament, wenn von der Erwählung gesprochen wird, ist das so ein Strahlenkranz der Freude ringsrum. Wow, ich bin erwählt von Gott. Das ist gar kein Zweifeln. Ich bin der Erwählte, von Gott Erwählte. Das ist so wie als Junge, wenn ich Fußball gespielt habe mit den Großen und da wurde gewählt, wer kommt in welche Mannschaft. Und dann haben die mich, den kleinen Thomas, gewählt. Der Thomas durfte mit in der Mannschaft von den Großen spielen. Oh, da habe ich gefreut, ne? Ich darf mitspielen. So, Erwählung. Ich bin erwählt. Auf Golgatha, da hat Gott seine Wahl ja schon längst getroffen. Er ist für dich, er hat dich gewählt. Er will dich. Er liebt dich, deswegen hat er dich erlöst. Und diese Erwählung musst du eigentlich nur annehmen für dich, dann gilt sie dir. Du musst das einfach glauben und festhalten. Gott will mich, er hat mich erwählt. Auf Golgatha kann ich das sehen. Ich bin erwählt. Ich bin erwählt und wir sind berufen durch seinen Geist, sein heiliges Volk zu sein. Als ich vor 26 Jahren in der Gemeinde angefangen habe mit Gertraud, da gab es noch von Gordon Schulz diese blaue Liedmappe. Gibt es die noch? Gibt's? Ja, gibt es noch? Ja. Das eine Lied, das hat mich berührt, weil das kannte ich von Deutschland nicht. Wir sind ein Volk. Kennt ihr das noch? Wir sind sein Volk, das ein Licht für ihn ist und so. Das hat mich berührt, weil das drückt so etwas Würdiges aus. Wir sind berufen, sein Volk zu sein.
Das ist etwas Besonderes, finde ich. Deswegen sagt Petrus ja auch, wir sind auch ein bisschen fremd in dieser Welt, weil eigentlich gehören wir nicht so richtig dazu. Diese Welt tickt ganz anders. Wir sind sein Volk, wir haben uns von Christus reinigen lassen. Durch seinen Heiligen Geist hat er uns wie neu geschaffen. Wir durften nochmal neu beginnen. Und jetzt haben wir ihn als unseren König, der darf über uns bestimmen. Von ihm lassen wir uns beschenken und beschützen. Wir leben eigentlich in seinem Schutz aus seiner Kraft. Zu ihm gehören wir. Deshalb ticken wir auch anders. Deswegen haben wir seine Liebe in uns und seine Freude und seine Hoffnung und seine Gnade. Wir sind sein heiliges Volk und wollen mit unserem ganzen Leben als Gemeinde auf ihn hinweisen. Ich habe mal den Satz gehört, den habe ich jetzt fast in jeder Predigt. Eigentlich, wir sind so etwas wie das Schaufenster der Gnade und Liebe Gottes. Dass wenn die Menschen uns sehen als das Volk Gottes, sagen sie, hey, da ist so viel Gnade, da ist so viel Liebe. Es ist so fantastisch. Wir kriegen Lust darauf, diesen Gott kennenzulernen. Das soll es sein. Und er wünscht ihnen jetzt hier am Anfang Gnade und Frieden im reichsten Maß, also mehr als man sich denken kann. Das wünsche ich euch in Wedding auch. Gnade, so reich, dass jeder unter uns spürt, auch wenn es mal was reibt und knistert, das gibt es immer. Wir haben die Gnade, die ist ganz groß geschrieben. Wir können immer wieder uns die Hände reichen, können uns begnadigen, so wie Christus uns begnadigt. Und ich wünsche euch ein überreiches Maß an Frieden auch. Untereinander in euren Ehen, in euren Familien, da fängt es ja an. Aber auch hier, dass Gott uns wie alles, was manchmal so unruhig ist in uns und um uns herum und alle Forderungen, die wir an uns stellen und an andere, dass das wie befriedet ist durch Christus. Bei dir ist es gut, Herr. Ganz viel Frieden wünscht Petrus den Gemeinden und auch uns. Das war der erste Punkt. Wie viel Zeit habe ich gebraucht? Kurz Luft holen. Frau Lorenz, ich habe mir meine Trinkflasche mitgebracht. Hier, das so. Manchmal ist dann die Luft weg und das Wasser. Seid ihr offen noch für einen zweiten Punkt? Mein Predigtstil hat sich verändert seit Murten. Da hatte ich eine Bühne ziemlich weit weg und die Leute saßen irgendwo. Und ich war immer gewöhnt von Wedding und vom Kino, dass ich der ersten Reihe fast schon auf dem Schoß saß beim Predigen. Und da war ich so nah dran und dort war ich so weit weg, dass ich manchmal nicht wusste, sind die überhaupt noch da? Ich sah die fast gar nicht. Und da habe ich immer gesagt, machen wir jetzt weiter, seid ihr noch bereit und so, oder ein bisschen Feedback zu haben. Also das kommt von Murten. So, manches verändert sich auch. Den zweiten Abschnitt lese ich euch jetzt vor, Verse 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, schreibt Petrus, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also erstmal ganz viel Anbetung. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Leben, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Für euch gehört der Himmel, habe ich es mal überschrieben. Das zentrale Wort eigentlich in diesem Abschnitt ist Hoffnung. Darum geht es eigentlich. Luther hat es so übersetzt, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es geht hier um Hoffnung. Wir dürfen eine Hoffnung haben und ein zentrales Thema dieser Hoffnung ist, dass wir den Himmel, dass der uns jetzt schon gehört. Wir sind jetzt schon, die wir zu Jesus gehören, Bürger des Himmels. Aber es geht auch darum, dass wir Christus schon jetzt als den Auferstandenen erleben können, mit ihm rechnen können, mit ihm leben können, in all den Schwierigkeiten, in den Bedrängnissen, die dort erlebt haben, wo die so unten durch müssen, will Paulus ihnen sagen, denkt dran, Freunde, Christus ist durch die Kraft Gottes auferstanden. Das heißt, in allem, was ihr erlebt, auch in allem, was ihr erlebt, ihr seid nie allein. Christus ist da, an eurer Seite. Mit seiner Kraft könnt ihr Schwierigkeiten überwinden. Mit seiner Kraft könnt ihr Dinge, die schwierig sind, auch mal aushalten. Mit seiner Kraft könnt ihr, wenn es sein muss, auch mal leiden. Jedenfalls mit seiner Kraft könnt ihr durchhalten, das macht er. Wo ich denke, das ist so eine zentrale Botschaft, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade in Schwierigkeiten bist, vermutlich war es nicht ganz so drastisch wie das, was Petrus hier den Leuten in Kleinasien schreibt und was er von ihnen weiß, aber
wir haben ja alle so unser Päckchen und eine Last zu tragen und manches ist auch schwierig. Ne? Aber was Petrus sagt, ihr müsst den Kopf nicht senken lassen. Christus ist auferstanden. Er lebt. In deiner Situation drin kannst du das integrieren. Und dann, wenn es ganz schlimm wird, und das war damals manchmal auch eine Lebensgefahr für die Christen, hat er gesagt, dann müsst ihr einfach dran denken, das, was wir hier erleben, ist ja nicht das Letzte, sondern wir werden, wie Christus auferstanden ist, mit ihm auferstehen und werden ein fettes, reiches Erbe bekommen. Das vergessen wir so schnell in unserer reichen Schweiz, gell? Wir versuchen das noch schöner zu machen, die Wohnung noch schöner, Garten, alles so, als wäre das hier schon der Himmel. Und die Wahrheit ist ja, das ist alles nur sehr vorläufig vergänglich, das ist tatsächlich so. Ich mag es uns ja allen gönnen, wir machen es uns ja auch schön zu Hause, ist auch richtig so, dass man sich wohlfühlt, aber eigentlich das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das war Anfang des Jahres bei einer Geburtstagsfeier, wo wir Lini und Ineke gesehen haben. Ich wusste, Lini ist krank und wir hatten so innerlich gedacht, es wäre schön, wenn wir sie noch mal sehen können. Und dann haben wir uns dort bei der Geburtstagsfeier zufällig getroffen und das war für uns so ein Geschenk. Ich weiß nicht, wer von euch dann noch diesen Chat auch immer gelesen hat oder im Chat vom Lini drin war, wo ich dachte, der Lini hat damals gesagt, ja, weißt du Thomas, mir geht's eigentlich gut. Ich muss sagen, dass ich noch lebe, ist ja ein Wunder. Ich bin jetzt von meiner Therapie her so gut eingestellt, dass das sehr gut funktioniert. Ich habe Lebensqualität, ich kann das Leben genießen. Aber ich weiß, irgendwann werden die Medis nicht mehr greifen und dann explodiert der Krebs und dann ist das ruckzuck wirklich zu Ende. Aber in den Chats, die er geschrieben hat, sie waren einmal literarischen Leckerbissen, habe ich gemerkt, der Lini hat ja Talente zu schreiben, aber sie haben etwas von dieser Hoffnung auf den Himmel ausgedrückt. Ich habe nie was in den Chats gelesen, das sagt, oh schade, jetzt geht das zu Ende und jetzt wäre ich verbittert und jetzt ich mag gar nicht mehr, sondern da war immer zu spüren, mir gehört der Himmel. Und auf das gehe ich jetzt zu, ich weiß das doch. Und das war so genial, er hat ja Eis, Klassik gemocht, wie verrückt, dass wir dann zur Beerdigung gab es einen Eisstand für alle, das wollte Lini noch, dass wir das wie feiern, er ist im Himmel bei Jesus. Und er möchte eigentlich mit niemandem von uns jetzt noch wechseln, tauschen. Das ist das Verrückte, oder? Euch gehört der Himmel, möchte uns hier Petrus nochmal allen mitgeben. Und das ist, finde ich, gut zu wissen. Wir alle werden auferstehen, wenn wir Jesus gehören. Und das wollen wir festhalten. So, ich habe das jetzt ganz kurz gemacht. Der nächste Abschnitt, Vers 7 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ne? Dieser Ausblick auf die Ewigkeit. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Jetzt spricht er von diesen Schwierigkeiten. Ne? Er definiert es nicht genau, aber es muss offenbar schon heftig gewesen sein, manche Schwere, manche Prüfung. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Da ist man immer schwer verdaulich, ja? Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. So zunächst mal ist hier geschrieben von Prüfungen, manchen schweren, nach Gottes Plan. Das heißt ja eigentlich so viel wie, dass Gott das manchmal auch ganz bewusst zulässt in unserem Leben, dass es mal richtig auch schwierig wird und richtig auch leidvolle Situationen. Offenbar lässt er das zu, damit wir uns in unserem Glauben bewähren können. Also Petrus sieht das als eine Chance. Eine Chance im Glauben, sich zu bewähren, zu wachsen, zu reifen durch Schwierigkeiten. Das ist nicht gerade Evangelium für uns, gell? Wir wollen ja schmerzfrei wachsen und so. Aber scheinbar, Petrus sagt, es gehört so ein Stück dazu. Christus hat gelitten, wir wollen ihm ja ähnlich werden. Deswegen wirst auch du an manchen Stellen sehr schwer unten durch müssen, leiden müssen, denn das hat Christus auch gemacht. Er hat es dir vorgemacht, dass das geht. Und es ist ein guter Weg, im Glauben zu wachsen und zu reifen. Wobei man muss sagen, dass nicht alle Probleme im Leben Menschen dazu führen, dass sie wirklich reifen und Christus ähnlicher werden. Nicht alle.
Habe ich jetzt drauf gedrückt? Jetzt habe ich auf die falschen gedrückt. Ja. So, und manchmal werden Leute natürlich in Schwierigkeiten auch bitter oder verzagen am Leben. Das passiert ja auch. Deswegen sagt Petrus, nehmt das mal bewusst als Chance. Alles, was uns geschieht, ist vielleicht nicht zufällig, sondern da steckt auch Gottes Plan dahinter. Es ist immer auch eine geistliche Bedeutung in dem, was uns begegnet. Zum Beispiel, ich will euch jetzt, sage ich mal, ein Beispiel, ganz anonym als Pastor. Ich hatte jetzt mal längere Zeit mit ein paar Personen zu tun. So, das wird ja vielleicht auch gehört, vielleicht kann man es rausschneiden. Aber es gibt Menschen, die sind sehr anstrengend. Manchmal bin ich selber auch sehr anstrengend. Müsste man meine Frau fragen. Aber es gab jemanden, wo wirklich, das war urmühsam und das ging es um falsche Nachrede. Und ich hatte so das Bedürfnis, die Sachen klarzustellen und sie auch zur Rede zu stellen, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Also es war sehr verletzend, sage ich es mal so. Und da habe ich plötzlich, das hat was mit mir gemacht, das hat mich aus der Fassung gebracht. Und ich habe mich dann gefragt, warum bringt mich das jetzt so aus der Fassung? Da habe ich gemerkt, es könnte auch etwas sein bei mir so wie, es geht eher um mich jetzt so, dass ich nicht schlecht dastehe. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Das könnte ich ja ignorieren. Bei Christus stehe ich ja gut da. Warum kämpfe ich jetzt so um mein gutes Ansehen? Da ist ja irgendwas auch nicht ganz in Ordnung in meinem Charakter. Gell? Ich könnte das ja ignorieren, sagen, es ist falsch, Christus weiß das. Ja, könnte man ja eigentlich. Aber es hat was mit mir gemacht. Ich könnte das ja auch einfach in Gottes Hand legen und sagen, Jesus, du weißt das, ich kann Gerüchte nie aus der Welt nehmen, ich übergebe das jetzt dir und dann lasse ich es los. Aber ich gemerkt, das konnte ich auch nicht, war nicht so. Und dann wir haben jetzt von Rick Warren nochmal Leben mit Vision gelesen, in der kleinen Gruppe, Hammerbuch. Da schreibt Rick Warren wortwörtlich, Gott lehrt uns Liebe, indem er einige wenig liebenswerte Menschen in unsere Umgebung stellt. Das ist so klar. Man braucht ja nicht viel Charakter dazu, um die liebenswerten Menschen zu lieben. Gell? Braucht man nicht viel Charakter. Und das, ich muss sagen, da hat Gott direkt zu mir gesprochen, Thomas, nimm das jetzt mal an. An dieser Prüfung kannst du jetzt reifen. Kannst du Jesus ähnlicher werden? War für mich eine echte Hilfe. Ich sage, ja, das nehme ich jetzt mal an, diese Herausforderung. Und ich muss sagen, mittlerweile konnte ich es jetzt loslassen. War auch ein Prozess. Was Petrus sagen möchte, nehmt das, was euch entgegenkommt, auch an schwierigen Menschen, an schwierigen Situationen, einfach mal aus Gottes Hand. Sie sind für euch eine Hilfe zur Reifung. Wenn wir durch Schwierigkeiten geformt werden, können andere nach und nach das Spiegelbild Gottes in uns erkennen. So, das ist so das Geheimnis. Deswegen müssen wir es einfach manchmal aushalten, gell? So. Es ist eine Prüfung. Ich glaube, Gott prüft, ist dein Glaube wirklich echt? Ist das wirklich echt? Vertraust du wirklich jetzt auf Gottes Führung oder musst du es doch wieder selber managen? Kannst du mal loslassen? Oder er stellt mir die Frage, hast du wirklich Hingabe an Gottes Willen? Oder kannst du doch nicht akzeptieren, wie es jetzt geschehen ist? Ist denn wirklich Gnade und Liebe in deinem Herzen und die Barmherzigkeit Jesu? Oder musst du doch den Leuten die Sachen wieder nachtragen und dich beschweren und so? Also wenn ihr mal wach auf euch schaut und was ihr erlebt, das findet ja ständig statt. Dass Gott unser Herz uns vorhält und sagt, schau mal, so siehst du aus. An dieser Situation kannst du jetzt reifen, Thomas. Eine Chance. Wollen wir das miteinander so sehen in Zukunft? Ja? Hey, wir sind ja Jesus noch nicht ganz ähnlich geworden, aber er gibt uns die Chance in vielen Situationen. Ich wollte jetzt noch, wenn ich jetzt schon als Pastor mal wieder da bin, als Ehemaliger, wollte ich dieses Bild zeigen. Bei der Beerdigung von Melini haben wir zufällig festgestellt, dass alle Jugendpastoren, ich war der erste festangestellte Jugendpastor, dass alle bei der Beerdigung waren, da haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Bild. Und das Bild hat mich im Nachhinein eigentlich noch sehr berührt. Ich wünschte mir eigentlich noch ein zweites Bild, von Wilhelm, von Maria Schweier bis zu Dabrina und Micha, alle Pastoren. Die leben alle noch, könnte man jetzt noch machen. Warum mich das berührt hat, ist, ich habe außer mit Melanie, die habe ich jetzt erst kennengelernt, habe ich mit allen ja auch in die Geschichte und den Weg gegangen. Und ich habe bei jedem von uns gemerkt, wir haben enorm viel Schönes in dieser Gemeinde erlebt. Wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie in der Gemeinde sich engagieren, wie sie aufblühen. Es war so viel Schönes, aber ich muss euch sagen, wir haben auch manchmal richtig gelitten.
Ich habe Andi bei einer Kritik, die er gekriegt hat, habe ich Wein gesehen, bitterlich Wein gesehen vor anderen Menschen. Ich habe Philipp erlebt, der mal gesagt hat, mein Dienst hat ja gar keinen, ich bewege ja gar nichts. Der war ganz verzweifelt mal. Und ich habe gesagt, Philipp, du bist so wahnsinnig gesegnet, aber er konnte das nicht sehen. Hatte gerade auch eine schwere Phase. Ich habe manchmal auch gelitten, muss ich sagen. Ich weiß noch einmal, da war ich Jugendpastor, 2004. Und in der Jugend irgendwas, ich weiß nicht mehr was, es lief nie so. Ich war eigentlich, dachte ich, das geht mir so auf den Keks, du ehrlich. Da sind wir immer Gerd und ich auf die Lägere da an den Weinhallen da geflüchtet. Da gab es so ein Bänkli, was ganz versteckt war. Da musste ich dann erstmal zur Ruhe kommen. Da habe ich dann erstmal vor Jesus so das alles, so mein Herz hingehalten. Sage, Jesus, es nervt mich ehrlich. Die sind anstrengend. Ja. Habe ich gemerkt, und dann brauchte ich eine Zeit, bis ich dann wieder Luft gekriegt habe und dann wieder Liebe bekam zu meinen Teenies und Jugendlichen so. Ne? Ich war ja auch schon ein alter Knacker für die, fast 40. Ne? Was habt ihr gemacht mit 37, mich als Jugendpastor anzustellen? Ja, aber ich will nur sagen, wir haben manchmal auch gelitten und wichtig war, standhaft zu bleiben, nicht aufzugeben. Jeder von uns hatte schon eine Phase, wo er sagte, ich höre auf. Das mache ich jetzt nicht mehr, ich mache irgendwas anderes. Ich möchte auch euch als Mitarbeiter, ich habe vieles beobachtet bis heute, dass ihr manchmal gekämpft habt, auch gelitten habt. Ne? Wenn du mal Verantwortung übernimmst, wer sich aussetzt, wer sich einsetzt, setzt sich auch aus. Und da wirst du kritisiert und das wieder nicht richtig. Und da kannst du ja das auch noch besser machen. Wir wissen ja alle alles besser manchmal. Ne? Sind wir Christen ja manchmal auch ein bisschen unbarmherzig, oder? Und da nicht aufzugeben, zu sagen, nein, ich halte jetzt stand. Christus hat gelitten, ich leide jetzt einfach auch. Es braucht Menschen, die nicht aufgeben. Beat Unkricht, wer ihn noch kennt, für mich ein sehr großer Ermutiger. Er hat vor 40 Jahren hier die Jugendarbeit geleitet, war dann Pastor am Bund FEG, dadurch kenne ich ihn. Der hat mir in einer Phase, wo es ihm schlecht ging und mir schlecht ging, bei der Pastorenkonferenz gesagt, Thomas, wir gehören nicht zu denen, die aufgeben. Ja, Jesus lebt, er ist doch da, oder? Und jetzt kämpfen wir das durch. Es braucht Menschen, die vorangehen, die mit Gottes Kraft die Schwierigkeiten überwinden. So. Das möchte Petrus eigentlich den Leuten auch dort sagen. Jetzt bleibt standhaft, jetzt gebt nicht auf, ihr müsst jetzt unten durch, es gehört dazu. Lasst uns das durchstehen mit Gottes Kraft. Hier kürze ich jetzt ab. Ja. Jetzt schließt er nochmal mit einem Zuspruch ab Vers 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Alles, was er gesagt hat über das Leiden, ist eingebettet in ganz viel Zuspruch, in ganz viel Freude. Ich finde, das hat er auch ganz bewusst gemacht. Und das möchte ich euch genauso auch zusprechen. Ich wiederhole jetzt nochmal 2. Korinther 4, Vers 17. Was wir jetzt erleiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welche unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit auf uns wartet. Was für ein Ausblick. Manches, wo du jetzt schwer unten durch musst, sagt Paulus, das geht auch vorbei. Es geht alles vorbei. Manchmal muss man einfach jetzt durchhalten. Deshalb bleibt auf Jesus Christus ausgerichtet. Ich lese euch jetzt noch Verse 13 bis 16. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch heiliges Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist nochmal der Begriff. Heiligung heißt so viel wie Jesus ähnlich werden, gell? Kommt hier nochmal. Und es geht hier darum, um eine Gefahr. Er sagt, wenn ihr jetzt frustriert seid, wenn ihr unter Druck seid, das kennen wir ja auch, wenn die Dinge schief gehen, wenn wir vielleicht sogar selber versagen in den Herausforderungen, passiert ja auch, gell? Dass es nicht gelingt, dass wir nicht standhalten, dass wir fallen. Das passiert uns allen.
dann passiert oft Folgendes, dass wir plötzlich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, wo wir uns selber trösten. Weil mit Suchtmitteln, Alkohol, da gibt es ja alle, es gibt so Dinge, die kennen wir auch. Und da sagt Petrus jetzt hier, da müsst ihr aufpassen, der Teufel ist natürlich clever, der nutzt so die alten Dinge, um euch wieder zurückzuziehen in euer altes Leben. So wie wenn ihr Christus nicht kennengelernt hättet. Und da müsst ihr jetzt wirklich wach sein. Lasst euch nicht niederdrücken, steht wieder auf und bleibt konsequent auf Christus ausgerichtet, als Kinder Gottes. Und das muss ich sagen, ist auch eigentlich das Geheimnis, was hätte ich jetzt genauso geschrieben, hätte ich den Petrusbrief geschrieben. Das Geheimnis, warum ich meinen Dienst noch fröhlich mache, ist, ich bin dann doch wieder habe auf Jesus gesehen. Manchmal guckt man zu lange auf sich, gell? Wird man ganz depressiv. Manchmal guckt man zu sehr auf seine Umwelt. Da wird man ja auch schwermütig, was man alles so mitkriegt manchmal und verzweifelt. Deswegen, da muss man weggucken und wieder den Blick auf Jesus freikriegen. Auf Jesus. Das möchte ich euch jetzt mal zusprechen nochmal, dass ihr seid Gottes große Liebe und Leidenschaft. So sagt jetzt uns die Bibel, er hat euch lieb. Ihr seid seine geliebten Töchter, seine geliebten Söhne. Das sagt Gott euch zu. Das ist eure Identität, das müsst ihr festhalten. Das ist so wichtig, wieder auf das zu sehen, wie Christus über euch denkt. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und was immer auch geschieht, was immer auch schief geht, eins steht felsenfest und das kannst du dir immer sagen, mein himmlischer Papa hat mich gern. Der hat mich in sein Herz geschlossen. So. Und dann kommt dir immer gerade der Teufel und hält dir einen Spiegel vor und sagt, na du, so toll und liebenswert bist du ja gar nicht. Ne? Da sind ja so viele Fehler. Oh ja, das wissen wir ja, gell? Na, was du da alles verbockt hast und wieder versagt. Ne? So. Ich habe mal einen Spruch gelesen aus dem Hohelied, Kapitel 5, da sagt Gott, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Da könnte man sich fragen, meine Güte, ist denn Gott blind? Der ist natürlich nicht blind, der sieht ganz genau, was in deinem Herzen ist. Er ist nicht blind, er sieht dich, aber er sieht dich durch die Augen seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und der hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Da am Kreuz hat er alle deine Fehler auf sich genommen und weggetragen und hat dich makellos und rein als makellose Braut, als makellosen Bräutigam vor Gottes Angesicht gestellt. Das ist das Evangelium. Du bist mein Liebling, ich sehe keinen Fehler an dir. Solange wir unsere Identität auf das setzen, wer wir sind, was wir leisten, was wir besitzen, was die Leute über uns sagen, haben wir auf Sand gebaut. Wir sind, was wir sind, geliebte Kinder Gottes, das sagt uns Gottes Wort. Und das nehmt bitte mit. Richtet euch konsequent auf diese Wahrheit aus. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Du bist mein Liebling, ich sehe keine Fehler an dir. Das war meine ganze Botschaft. Komm, wir danken dafür. Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Zuspruch gilt über allem, was wir manchmal so an Dingen erleben, die uns niederdrücken und die es uns schwer machen. Du stehst zu uns, du bist bei uns, du trägst uns durch, du bist auferstanden und mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Auferstehungskraft können wir die Dinge verändern und überwinden und bestehen und neu beginnen. Wir preisen dich wirklich dafür, Herr, dass du mit deiner ganzen Kraft und Liebe für uns da bist. Dass du treu bist, dass du unverändert für uns bist. Wir beten dich dafür an, Herr. Amen. Wir schließen jetzt gerade die Abendmahlsfeier an. Wo ist eigentlich das Abendmahl? Hat das jemand vorbereitet? Ist alles da, hä? Gar nicht. Sabrina, ist das so, dass wir es dann zusammen machen? Ich hab gesagt, ich will schon mit Sabrina mal was zusammen machen. Irgendwie. Haben wir nie die Chance gehabt eigentlich, gell? Nein, so. Wir zwei nicht. Wir zwei nicht. Ein anderer Pastor hat das gemacht. So, gell, ja. Die Einladung zum Abendmahl lese ich euch aus dem 1. Kapitel Petrusbrief auch noch. Gerade das nächste Bild, dieses. Dieses Bild zeigt ein Kreuz, das steht bei mir im Büro und das Stelle ist so groß, ich habe es jetzt nicht mitgebracht. Wenn wir Abendmahl feiern in Emmendingen, dann stelle ich das manchmal hin. Das hat mir ein Bekannter gebaut, der baut so aus Totholz solche Skulpturen.
Und als wir in Emding angefangen hatten, hat er mir gesagt, das schenke ich dir jetzt, Thomas. Aber du musst aufpassen, das ist schon mal durchgebrochen gewesen. Ich habe das wieder geklebt. Da dachte ich, das passt gerade. Da am Kreuz, da ist Christus zerbrochen, damit das, was bei dir zerbrochen ist und nicht mehr so ganz in Ordnung ist, wieder in Ordnung kommt. Ist eigentlich schön, dass das schon mal zerbrochen war, dachte ich. Und Petrus schreibt hier auch im 1. Kapitel ab Vers 15, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und man spürt, wie Petrus das jetzt hier sagt, so in der Anbetung, er ist ausersehen. Das war seine Bestimmung, das Opferlamm zu werden. Das Opferlamm, wo wir in der Offenbarung lesen, alle beten ihn an. Er sitzt auf dem Thron, das Opferlamm, das unsere Fehler auf sich nimmt, um uns zu vergeben, um uns makellos darzustellen. Und dann schreibt Petrus weiter, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Glauben unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr habt euch gereinigt. Mir ist aufgefallen, dass da ein rechter Zusammenhang ist zwischen Reinigung. Ihr habt euch der Wahrheit unterworfen, sagt Petrus. Das heißt, wir sagen das Gleiche, was eigentlich die objektive Sicht von Gott auf unser Leben ist. Wir sind schuldig, das sind viele Fehler. Ihr habt das zugegeben, habt euch reinigen lassen. So könnt ihr euch jetzt geschwisterliche Liebe entgegenbringen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen einem gereinigten Leben, dass wir unsere Schuld immer wieder offenlegen, von Gott reinigen lassen, in Buße leben sozusagen, und dass wir fähig sind, einander in Liebe zu begegnen. Gibt es einen Zusammenhang? Die Bibel sagt es an mehreren Stellen, auch Johannes in seinen Briefen, dass wenn du dir immer wieder vergeben lässt und deine Schuld offenlegst, dann kann Gott dich mit seiner Liebe füllen und dann herrscht auch herzliche Liebe in der Gemeinde. Und er sagt, jetzt hört nicht auf, euch diese Liebe zu zeigen, immer wieder. Deswegen ist so wichtig auch das ein Anlass jetzt beim Abendmahl, dass wir einfach mal unsere Schuld vor Gott nochmal offenlegen. Wir haben uns jetzt ein paar Minuten Zeit, nicht zu viele Minuten. Schuld ist uns eigentlich sehr präsent, oder? Wir nehmen uns aber ein paar Augenblicke Zeit und jeder für sich kann still das, was ihm an Schuld bewusst ist, mal vor Gott niederlegen. Wir haben uns Zeit zum stillen Gebet. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. So, Jesus, danke für das Blut, für den Leib, für den neuen Bund. Der erfüllt ist mit Liebe, Vergebung, Gnade. Und das Kraft, die übernatürlich ist. Danke, Jesus,
für den Weg, den du vorbereitet hast. Danke, dass durch dein Blut wir können heute Gott aber Vater nennen. Danke für die Beziehung, für das Geschenk. Wir nehmen den Abendmahl, der Erinnerung, der Versöhnung, Vergebung und Rettung, die du uns geschenkt hast. Danke für die Vergebung für unsere Sünden. Danke, dass du uns auch Weisheit und Kraft schenkst, andere zu vergeben, loslassen und durchhalten. Amen. Amen. Ich würde euch einladen, während dem Lobpreis, ihr dürft nach vorne kommen, das Abendmahl nehmen. So wie der Thomas gesagt hat, in der Vergebung einfach durchhalten. Wir haben einen grossen Gott. Danke vielmals, Thomas. Ja.